wir sind die Sätze, aber wir können euch wünschen, was wollt ihr, wir spielen auch, was wir wollen. Also wir werden schon zusammenkommen. Wir fangen einfach unbemerkt zum Spielen an, wir werden unser Programm umsetzen. Warum kann es aber, ist ja wurscht. Das ist ja Umsetzen ist schlechter als eine Umsatzsteuer zu zahlen. das ist das, nein, ja, das ist nichts. Programm brauchen wir nicht. Ich würde sagen, fangen wir klassisch an mit gestrigen Abend, das passt immer zum Ende kommen. Das ist für uns immer so die ersten Stickeln, da muss man immer schauen, dass man so die welche hat, wo man, die man sich wiederholt einzieht. Ne? Ja, dann, dass wir uns eingrooven. Ja, man gestern ein paar Vierteln gehen. Bruder, wo ich da bin. Und weit den ganzen Tag noch schön. Sonst bin ich nicht das allergrößte Ding. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Wegen der frischen Luft einen guten Kauf. Nicht wird deppert umeinander lang. Und am Sonntag um mein Frieder war. Oh nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen lang. Und dann sind sie's nicht schon völlig. Ich nehme mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mein Wasser statt mein Glas ohne. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, wenn ich stehe, grab's wie mein Wirten ein. Aber ich da nicht. Hab heute den ganzen Tag noch Schellwissert, bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Wegen der frischen Luft einen guten Kauf. Nicht wird deppert umeinander lang und am Sonntag um mein Frieder war. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig. Ich nehme mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mir Wasser statt ein Glas an, weil ich schwör. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, da kann ich stehen. Grab's mit dem Taschlein und dem Weinkeller und gell, was Danke vielmals. Wir haben eine alte Tradition, wie gesagt, nächstes Jahr haben wir es, also heuer am 19. Oktober, um es genau zu sagen, 19. Oktober, heuer feiern wir unser 29-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. Am 19. Oktober. Haben wir es gemerkt? Stimmt, ja. Ja, schau. Du bist nicht blöd. Ja, Geburtstage vergesse, aber das weiß ich. Das weiß ich, und zwar haben wir das. Also Geburtstag vor. Ja, es war Geburtstag. Wir haben das deswegen so gewertet, weil wir haben eigentlich gespielt damals, das war so im 94er Jahr, beim Geburtstag von seinem Großvater. Und 75er vom Opa, von deinem Opa. Beim Weinstock, den gibt es jetzt nicht mehr in der Ottergring, das ist jetzt ein Privathaus gegenüber von Stippert. Und da haben wir gespielt beim Geburtstag von Opa. Das haben wir natürlich nicht gewertet eigentlich. Aber da ist oben beim Stammtisch ist eine alte Dame gesessen und die hat gesehen, dass wir da gespielt haben. Und hat zu uns gesagt, wie wir so vorbeigekommen sind, oben beim Buffet, ob wir ihr ein Lied spielen können. Ne? Und ich muss dazu, wir haben zu dem Zeitpunkt 15 Lieder kennen, wenn überhaupt. Wir haben nicht kennen. Und wir sagen, naja, was hätten sie denn gern gehabt? Und sie sagt, mein Leiblied ist, wenn es Messing schön glanzt. Und das ist wirklich ein reiner Zufall, das war bei diesen Liedern, die wir kennen haben. Daraufhin haben wir natürlich gesagt, ja freilich spielen wir immer das, das ist eh klar, ne? Das spielt ja jeder. Ne? Und da haben wir das Lied gespielt und haben von ihr als Gage 20 Schilling haben wir gekriegt damals. Und dann haben wir gesagt, das ist der Beginn unserer riesengroßen Karriere. Freilich haben wir damals mit 20 noch nicht gewusst, dass wir noch nicht so weit sind mit der heutigen Karriere. So, aber es ist auf der anderen Seite hat es begonnen mit einem großen Abenteuer der Leidenschaft und Freude für Musik. Und mehr brauchst du für das Ganze nicht. Und das spielen wir jetzt gleich. Wenn es Messing schön glanzt, der alte Stickel irgendwo
1820 ist es. 25, so in der Zeit, ja. Ist es Erstmal aufgeschrieben worden. Aufgeschrieben worden. Das ist sicher älter. Das ist sicher älter, ein Fuhrmannslied. Wenn Messingstück Glanz bezieht sich auf die Messingputzer, die waren also entlang der Donau, also in der Nähe von Wien schon, nicht? Wenn es dann zur Donau, zur Stadt hergekommen ist, ist es ein bisschen seichter geworden, da hast du den Schoder gehabt und da hat man das Messing geputzt, also da ist das Messing, wenn es glänzt worden ist, hat man gesagt, dann kommt man schon auf Wehren rein. Und dann hast du noch zwei Begriffe drinnen, die sind wichtig, der handliche und der sodliche, das sind die zwei Pferde beim Fiaker. Das linke Pferd ist der sodliche, das rechte Pferd ist der handliche. Das kommt daher, wenn man sich anschaut, zum Beispiel noch in England, so eine Geschichte, nicht, im Königshaus, dann hast du oft so die Gespanne und da sitzt ja nicht der Kutscher am Bock, sondern sitzt auf dem ganz vorderen linken Pferd. Und das ist der sodliche, weil auf den, der ist gesadelt, auf dem linken sitzt und den rechten hast du in der Hand, das ist der handliche. Und warum war es bei uns auch so? Weil wir damals auch Linksverkehr gehabt haben. Also am linken Pferd ist er gesessen, weil das war quasi der Bürgersteig oder das Ende von der Straße. Daher war das linke Pferd der sodliche, das rechte Pferd der handliche und der Zorger ist auch klar, der Zorger ist das, was wir heute kennen als Buschen. Also die Anzeige, dass ein Lokal Wein ausschenkt. Wenn es Messingstück glanzt, uralt Stücke. Unser erster 20er. Und die Fuhrlein auf der Straße trinken auch gerne eine Wein oder sing sind Sorgen, was sie schauen, da schreit's gehört und sind gleich rein. Sing sind Sorgen, was sie schauen, da schreit's gehört und sind gleich rein. Ja, wann das Messing schön glanzt und wann der handliche tanzt, wann der sodliche schreit, dann ist auf Wehen nimmer weit. Und vom Vater seit Zeigen steht noch drinnen am Grabholer und das eine kann ich sagen, dass noch kein Schönes nie gesehen hat. Und das eine kann ich sagen, dass noch kein Schönes gesehen hat. Ja, wann das Messing schön glanzt und wann der handliche tanzt, wann der sodliche schreit, dann ist auf Wehen nimmer weit. Und wenn ich einmal gespielt, das mit Fies nimmer tragen oder ja, da muss das letzte Grau her, damit die Rosinen haben. Da muss das letzte Grau her, damit die Rosinen haben. Ja, wann das Messing schön glanzt und wann der handliche tanzt, wann der sodliche schreit, dann ist auf Wehen nimmer weit. Ja, wann das Messing schön glanzt, wann der handliche tanzt, wann der sodliche schreit, dann ist auf Wehen nimmer weit. Ja, danke schön. Das ist blöd.
Ich hab zu Patrick vorher schon gesagt, er mag ich. Der ist leibend. Aber gut, das habe ich die letzte Mal, wenn wir uns sehen, aber immer gedacht. Hier kannst du nicht. Ja, Moment, unmöglich, geht überhaupt nicht. Ja, so, also auf der Welt, danke schön, zur Welt. Oje, Clemens, oje. Das ist noch missgeschickt passiert. Das Glasl hat ein Loch. Ich habe einfach so was getrunken. Es tut mir leid. Ich habe das nicht beobachtet. Nur eine kleine Flasche für das große Glas. Wir haben das damals entwickelt, eben beim Livestream, wie diese unsägliche Corona-Zeit war, wo man ja einen Meter Abstand halten musste. Ne? Und wir haben gesagt, naja, wir machen einen Livestream weiter, kommen beruflich zusammen, das hat man ja dürfen, nicht? Mittlerweile musst du schon fragen, was zusammenkommen darfst du. Nicht? Und dann haben wir zusammengekommen. Und dann haben wir gesagt, aber damit es keine Diskussionen gibt, muss man ja irgendwie Gitarrenunterricht nachrichten. Richtig drinnen in Und da haben wir also dann gesagt, wie kann man das am besten darstellen, nicht? Wenn wir jetzt da sitzen und spielen, live im Internet, dass sozusagen gleich keine Diskussionen aufkommen. Und da hat der Patrick entwickelt, das Rutgersche Dopplermeter. Richtig. Weil 9 Doppler sind genau 1 Meter. Genau. So haben wir es ja immer zwischen uns 9 Doppler gehabt. Also es waren nicht immer die gleichen 9 leeren und nicht die gleichen 9 vollen. Ich meine, das war ein Work-in-Progress-Geschichte. Man hat ja Zeit gehabt auch, nicht? Das ist ja nicht das. Aber auf jeden Fall, das Wissen in Zukunft, wann was ist, vergesst den Baby-Elefant oder solche Geschichten. 9 Doppler, das Rutgersche Dopplermeter. 9 Doppler sind 1 Meter. Absolut provisionsfrei kann man das haben. Es wird nicht erhoben, irgendwelche Copyright-Dinge, sondern einfach stellt 9 Doppler zwischen euch auf, dann kann ich kein Kieberer was antun. Das ist perfekt. Und darum ist mir noch eingefallen, weil das mit den kleinen Flaschen, was war das? Eine Literflasche, gell? Ja. Ja, naja. Nein, ich sehe da Bouteille rausgehen, nicht? Bouteille. Das sehe ich so nicht. Kann aber Doppelmagnum auch sein. Doppelmagnum möchte ich gerne. Meine Herrschaften, es ist, geziemt sich nicht, ein Glas, das man bekommen hat, nicht anzutrinken, daher erlaube ich mir das jetzt in eurer Gegenwart auch zu machen. Sie hat es einmal auf euch Prost. So, also jetzt schaue ich wegen der Lidl, wo wir eine Geschichte mit einem 50er haben. Das steigen wir mal, das geht noch was aus. Das spüre ich. Ja, das ist das erste Mal, was haben wir heute? Den 5. Oktober. Das ist das erste Mal, dass wir im Oktober gesund gesessen sind. Wisst ihr? Das bringen wir hin. Na, wir bringen als nächstes Lied. Wir bleiben da so ein bisschen jetzt kurz mit diesen alten Ecken, bringen wir ein Stück, das ist eigentlich relativ bekannt, waren uralte Stücke, und zwar alle drei. Viele kennen das, alle drei. Das ist eine alte Volksweise, wie man so schön sagt, und es war damals, also in den 40er, 50er Jahren, in den 50er Jahren eher, dann ist es berühmt, oder ist es halt, wie soll ich sagen, en vogue geworden, dass dann Komponisten alte Lieder hergenommen haben und dann sozusagen neu arrangiert haben oder den Text ein bisschen angepasst haben und so weiter. Und da steht dann bei den Noten dabei, nach einer alten Volksweise, ne? Steht immer, oder so ähnliches. Und das alle drei ist ein Stück, wo man wirklich nicht weiß, wie alt das ist. Aber es hat unter anderem der Ferry Wunsch, ein gewisser Ferry Wunsch hat das dann in den 50er Jahren aktualisiert im Sinne von, einfach jetzt noch mit niedergeschrieben, er wird nicht viel umarrangiert, haben den Text hat ein bisschen angepasst, weil zum Beispiel der Higler vorkommt, der Juwelier, und den gibt es erst seit 1830 oder seit 1840. Also das Lied ist sicher viel älter, aber er hat das angepasst. Also alle drei, schauen wir mal, ob wir da eine Übersetzung machen müssen oder nicht. Wenn wir sehen. Für die München ist es nicht so tragisch. Wir haben jetzt einmal gehabt, so einen Norddeutschen, da, für den war da oben mehr Pantomime. Würde bei euch nicht so schlimm sein. Das wäre ja gewusst, nein, Englisch ist es nicht. Hätte es aber sein können. Ja. Oder mal besoffen und dann immer gesagt, ja, aber Deutsch auch nicht. Und die Leberfahne und die Jodenahne und die Zitronenrese
alle drei. Die sind in die Stadt gegangen, haben wollen einen Vogel fangen. Dabei sind sie Mühle gegangen, alle drei. Die sind in die Stadt gegangen, haben wollen einen Vogel fangen. Dabei sind sie Mühle gegangen, alle drei. Der Stravanzer Hansi und der Granaten Franzi und der Schille Wickel, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen, haben wollen einen Hasel fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen, haben wollen einen Hasel fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Und der Krawattentoni und die Hefenfraune und der Spinatpferdl, alle drei. Die sind zum Higler gegangen, haben wollen einen Gott empfangen. Dabei sind sie mehr gegangen, alle drei. Die sind zum Higler gegangen, und wollen einen Gott empfangen. Dabei sind sie mehr gegangen, alle drei. Hast du alle 304 Strophen? Das ist auch ein altes Lied, oder? Die Zitronen, die Gravatanzer, was weiß ich nicht, was für eine. Die Gravaten habe ich schon gehabt, gell? Was haben wir noch? Was fehlt noch? Gravatanzer haben wir auch schon gehabt, oder? Wir haben es gleich. Der Grammatanzer habe ich schon gehabt? Nein. Den Grammatanzer-Schein habe ich schon gehabt? Nein. Ja, da fangen wir mit Grammatanzer-Schein an. Und die Gottenane und der Rieneger, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Sollen wir kurz Übersetzung machen, eine ganz geschwinde. Die Namen sind alles Eigennamen, die können wir jetzt nicht so zerlegen. Das sind alles Eigennamen. Wir haben zuerst, sind in die Stadt gegangen, haben wieder einen Gogel gefangen, dabei sind sie Mühle gegangen. Also in die Stadt reingegangen, das ist die Innenstadt, ein Gogel, das ist quasi so was das ein gestützter, wie sagt man da? Ein Giegel. Ein Giegel, ja, wie sagt man auf Deutsch? Wie? Nein, gestopft, wie sagt man da heute? Heute ist das eher so, ja, das ist was die so darstellen, so. Die, was mehr darstellen wollen, als das, was sind. Ja, so irgendwas. Fällt mir kein anderer Bild, aber ihr wisst jetzt, was wir meinen auf jeden Fall. Und dabei sind sie Mühle gegangen, also die wollten den quasi ausnehmen, nicht? Also abnehmen, ausnehmen. Dabei sind sie Mühle gegangen, das sagt einem Wiener schon oft, was er sagt, ja, die sind ins Häfen gekommen, nicht? Das ist ein festgenommen. Aber Mühle ist sogar eine Ortsbezeichnung, eine genaue, weil als Mühle hat man bezeichnet damals das Polizeiquartier, Hauptquartier der Mölkerpastei. Das war die Mühle. Also, wenn man Mühle gegangen ist, ist man nicht nur ins Häfen gekommen, sondern ganz konkret ins Häfen. Bei der Mölkerpastei gibt es heute nicht mehr dort die Woche. Also, das war das. Dann haben wir gehabt, sind zum Stoßen gegangen, haben wollen einen Hasel fangen, dabei sind sie nicht gegangen. Also, der Stoß war ein illegales Glücksspiel, das in den Hinterzimmern der Lokalitäten gespielt worden ist. Ein Kartenspiel, aber nicht so wie Schnaps, sondern wirklich ein reines Glücksspiel. Und da, ich kenne mich mit den Regeln nicht so aus, aber Hasel war quasi eine Gewinnerkarte. Also das Haselfanger war, ja, ich habe gewonnen mehr oder weniger. Und dabei sind sie nicht gegangen, also dabei haben sie das letzte Gerstel verloren. Nicht? Also, das ist auch klar. Nicht? Dann haben wir gehabt, da sind sie zum Higler gegangen, wollen einen Gott anfangen, dabei sind sie Meier gegangen. Der Higler war schon angesprochen, ein berühmter Juwelier in der Innenstadt. Gibt es der Hügler, den gibt es heute noch, aber heute ist er, glaube ich, im 6. oder irgendwo. Aber das ist, glaube ich, der ist nicht mehr in der Innenstadt, glaube ich. Gell? Der ist er noch dort, nicht? Das schaut. Auf jeden Fall ist der Higler. Und ich glaube, der ist aber erst seit 1830 dort oder so, daher ist das sicher eingefügt worden. Ja? Das war sicher nicht mehr das Original drinnen.
Und auf jeden Fall am hingegangen, wollen einen Godern fangen. Godern ist ein Edelstein, also ein Brillant, nicht ein großer. Im besten Fall ein Brillant. Im besten Fall ein Brillant. Das weiß ich noch, wie der Kirchgürtel hat gesagt, ja, da haben sie mich erwischt, weil ich habe einen Ring verkauft, habe ich ihm. Ich sage, und was war das Problem? Am Ring ist so der Finger gesteckt. Ne? Und das hat mir gesagt, wo der Ring gestohlen war. Ne? Das war ist noch der Finger gesteckt. Also das war das. Und schließlich dann haben wir im letzten Sommer auch die Maß weggenommen, dann sind sie ins Häfen gekommen. Und das ist so, da scheiden sich die Geister und ich habe mich dann als quasi fast Ethnologe habe ich mich da auf die Suche gemacht, was das heißen kann. Und sogar der Fritz Muller hat was gesagt, was aber nicht stimmen kann. Und zwar haben sie dann gesagt, das Maß weggenommen, das Moos, das Geld weggenommen. Das kann aber nicht stimmen, weil ich habe diesen Text einmal gefunden, diesen, weiß ich nicht, Original oder einen alten Text, und da ist gestanden, die Maß. Die Maß, M-A-S. Also die Maß, das kann nicht das Moos sein. Ne? Moos hat man in Wien nie zum Geld. Nicht wirklich, ne? Das war schon in der Ghana-Sprache vorhanden, aber, aber die Maß, und da haben wir lang gesucht und tatsächlich irgendwann einmal beim Heirigen, wo sonst, höre an, wie die so unterhalten sind, zwei alte Wiener, und der eine sagt jetzt so, na was glaubst du, dem haben sie, der hat schon geglaubt, der nimmt einmal das Moos weg. Bin ich gleich zu ihm hin und sage, halt! Ich will mir nicht lange vorstellen oder sonst was meinst du damit? Und der hat dann gesagt, das klingt für mich plötzlich, das Moos wegnehmen. Das hat man gesagt, sag ich, ja, was heißt das? Was heißt das Moos wegnehmen? Er hat gesagt, die Maße abnehmen. Der Schneider braucht kein Maß mehr für dich, weil du angekragelt bist. Weil du nicht mehr vorhanden bist. Und daher, die haben das Maß weggenommen, weil für die brauchen wir kein Maß mehr. Ne? Haben wir gedacht, ja, das könnte plausibler sein zum Text. Also, ihr seht es, also, als Wiener Liedmusiker bist du ja komplett konfrontiert mit akademisch herausfordernden Inhalten, und das bedeutet wiederum, es ist kein Wunder, dass du zum Saufen aufhörst. Ein schöner Bogen, mein Lieber. Ein schöner Bogen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Diesen Bogen wollte ich so tragen, weil das nächste Lied ist auch vom Feriwunsch. Auch von dem, der die alle drei quasi aktualisiert hat damals. Und zwar ein Klassiker. Wir fangen mit einem Klassiker an. Klassiker, ja. Eines der berühmtesten Wiener Lieder überhaupt. Das spielen wir jetzt. Wahrscheinlich eines der berühmtesten. Ihr kennt es jetzt alle. Manche sagen, das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Stimmungslied. Eigentlich gehört es nicht wirklich zum Heirigen. Ich sage ja, weil auch diese Lieder sind Teil der Wiener Liedgeschichte. Und daher gehörst du dazu. Was ist denn heute noch los? Ja, was ist denn heute noch geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die Loch der Presskarree. Ein Schaffner bin ich froh, der schwitzt vor lauter Blut und sagt mir den Grund für diesen Feiertag. Heute kommen Engel auf Urlaub nach Wien. Den wird wenn's saust und aufs Meer statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Und beim Wein und ich krieg noch eine Knurr. Hinter dem Baum steht der Amor und lacht. Fühl mir der Arschstuhl in Wehren auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf mich. Der Leid, wer frei, da liegt was drin. Der Petrus sagt verschwitzt, wie er beim Herrgott sitzt. Schau, die Engel möchten gern auf Urlaub fahren nach Wien. Der Herrgott sieht das ein und drum sagt er auch nicht nein. Und unterschreibt für die Engel einen Urlaubsschein. Hey, kommen Engel auf Urlaub nach Wien. Den dort wird's saust, drum aufs Meer statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Klein beim Wein und ich krieg gar nicht nur. Hinter am Baum steht Gott Amor und lacht. Für mir der Arschstuhl in Wehren auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien. Wer leid, wer freit, aber da liegt was drin. Jawohl! Bleiben wir bei Feriwunsch, Ja. bleiben wir bei den Komponisten. Absolut. Noch ein bisschen. Das Lied über die Engel, das ist in den Ende 30er, Anfang 40er Jahren entstanden.
Anfang 40er, glaube ich. Anfang 40er, ja. Und der Ferry Wunsch hat seine Hauptschaffenszeit gehabt in den 40er, 50er Jahren. Und das nächste Lied ist tatsächlich Ende 40. Ist da kalt? Ja. Na ja, da drin was gescheit. Sturm. Weißt du, das ist so, wenn du ausreichend Wein trinkst, dann wird er zwar nicht wärmer, aber es ist doch wurscht. So, warte, oder Strahl ist eine Kälte aus, nein, gell? Das müsst ihr, nein, gell? Nein, jetzt zeig ich dir, weißt du? Ja, immer, mir ist heiß ein Wahnsinn, ne? Du arbeitest ja was. Ja, ja. Also Arbeit nicht. Ja, Ja, angeblich. auf jeden Fall hat der Ferry Wunsch in den Ende 40er Jahren ein Lied geschrieben, das relativ unbekannt ist. Und die es kennen, glauben, dass das der Hodener Karl geschrieben hat, weil der hat es auf seiner zweiten Schallplatte damals aufgenommen. Das ist eine recht jazzige Nummer. Und jetzt glauben viele, das hat der Hodener geschrieben, aber es ist tatsächlich vom Ferry Wunsch, also vom gleichen Autor wie von den Engeln. Und der Liedtext ist natürlich, wie soll ich sagen, sehr inhaltlich. Beim Wein darf es nicht fad sein. Das ist ja schon, da weißt du schon, der hat sich auskennt. Beim Wein darf es nicht fad sein, beim Lied muss schön stark sein, sonst hast du die halbe frei. Beim Plaudern muss lieb sein und beim Busseln lieb sein. Du ist das nicht, du ist das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein. Kommt das Glück, muss schön stark sein, Nagels auf, weil sonst fliegt's da davon. Sonst hast du nur die halbe Freiheit. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln lieb sein. Du ist das nicht, du ist das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Darum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein, Nagels auf, weil sonst fliegt's da davon.